Hallo miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Livestream. Es tut mir leid, wir haben ihn immer wieder ein bisschen verschoben und wieder verschoben. Wir sind da an einem neuen Ort, wir sind in den Ferien und haben unsere Sachen mitgenommen und haben alles müssen neu installieren. Und heute auch machen wir das mit unserem neuen Programm. Und ich habe einen schönen Hintergrund hinter mir. Das ist einer, der mit seinem Chef telefoniert, ein Mann, fleissiger Mann, der keine Ferien hat. Sie reden vielleicht Schweizerdeutsch. Und unsere Frage heute ist es schwierig, Schweizerdeutsch zu lernen? Ist Schweizerdeutsch für dich eine schwierige Sprache? Oder was kann man machen, dass es eben nicht so schwierig ist, zum Schweizerdeutsch zu lernen? Hallo Olivia. Du bist eine Geduldige gewesen. Du hast gewartet, bis wir jetzt loslegen, bis wir starten. Ich hoffe, es kommen andere auch noch dazu und ihr könnt uns erzählen und miteinander chatten, was das wichtig ist oder wie dass man einfach Schweizerdeutsch lernen kann. Vielleicht hast du einen Tipp, wie das für dich am einfachsten ist gegangen. Weil jeder lernt ein bisschen anders, jeder hat ein bisschen andere Präferenzen. Jemand tut gerne mit Musik lernen, weil er ein Musikgehör hat und zum Beispiel tut er viel Schweizer Musik hören. Kinderliedli ist vielleicht auch etwas. Wenn du kleine Kinder hast, dann kannst du mit deinen Kindern Schweizerdeutsch lernen, die im Kinski oder in der Kita Kinderliedli lernen. Und es gibt ganz viele verschiedene Wege. Olivia, du tust jeden Tag Schweizerdeutsch lernen und du findest Schweizerdeutsch einfach. Ist das so, weil du vielleicht schon Hochdeutsch kannst und jetzt einfach noch zusätzlich Schweizerdeutsch lernst, Olivia? Oder hast du gerade direkt angefangen Schweizerdeutsch zu lernen, ohne dass du viel Hochdeutsch verstehst? Ja, Kinderliedli sind ganz gut, findest du. Sie haben meistens einfache Texte und sie wiederholen sich. Ja, und man tut immer wieder wiederholen. Und die Wiederholung ist ganz gut. Zum Beispiel auch Refrain. Wenn ein Lied ein Refrain hat, dann wird der Refrain immer wieder wiederholt. Und man lernt schnell. Äh, du redest schlecht Deutsch, Olivia. Hallo Jean. Du findest es ein bisschen so schwierig. Und du hast nicht viele Gelegenheiten zum Üben schon. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Wenn man Leute trifft, wenn man mit ihnen Schweizerdeutsch reden kann, wenn man das brauchen kann, nicht nur theoretisch so ein bisschen daheim für sich lernen, sondern rausgehen in die Welt und das Schweizerdeutsch brauchen, dann macht man sicher schneller Fortschritt. Also wenn du wenig Gelegenheiten hast, dein Schweizerdeutsch zu praktizieren. Wir haben zum Beispiel darum auch nach unserem Livestream am Montagabend, nach unserem VIP-Kurs, haben wir eine halbe Stunde VIP-Kurs, wo wir so wie da, haben wir einen Livestream, wo die Leute können chatten und Fragen stellen mit einem Dialog und so. Und dann nachher haben wir eine halbe Stunde ein Zoom-Meeting, wo wir das wiederholen und miteinander reden. Und dort könntest du zum Beispiel dein Schweizerdeutsch üben mit anderen Leuten, die Schweizerdeutsch lernen. Und in kleinen Gruppen die Texte wieder lesen und darüber reden, über verschiedene Fragen reden. Ja, das ist ganz wichtig. Also du musst jemanden suchen oder vielleicht auch hast Schweizer Kollegen und sie reden immer Englisch mit dir. Und dann ist es wichtig, wenn du sie vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt kannst fragen, hey, könnten wir heute Schweizerdeutsch lernen? Oder ich möchte, dass du mich korrigieren oder du tust einfach nur Schweizerdeutsch reden mit ihnen. Aber manchmal braucht das für die anderen ein bisschen Geduld. Sie müssen länger Zeit haben zum Zuhören. Sie müssen
nachdenken, was will er jetzt sagen? Was meint er genau? Und es ist vielleicht nicht in jeder Situation gut oder sie sind vielleicht nicht einverstanden oder bereit, in jeder Situation das zu machen. Aber wenn das ein guter Freund ist von dir, sollte er ab und zu doch vielleicht bereit sein, mit dir Schweizerdeutsch zu reden. Olivia, du brauchst Schweizerdeutsch beim Arbeiten. Du musst sicher, in dem Fall hast du viel Kontakt mit Schweizer und dann das Erste ist mal wichtig, Schweizerdeutsch zu verstehen. Dass du verstehst, wenn die Schweizer reden, wenn sie, was sie sagen, dass nicht immer musst nachfragen, dass sie können in ihrer Sprache reden, nicht müssen Hochdeutsch reden oder Französisch oder Englisch. Ja. Und wenn du schon sehr wahrscheinlich so ein englisches Umfeld hast, mit deinen Arbeitskollegen kannst Englisch reden oder mit deinen Kunden oder mit anderen Leuten, die du triffst, dann nachher kannst du vielleicht schauen, dass du in der Freizeit etwas machst, wo du Leute triffst, Schweizer triffst, dass du irgendwie in einem Verein mitmachst, im Turnverein oder ins Fitness gehst oder in Musik. Ich denke, ich habe auch schon Leute gehört, die in einem Chor sind oder in einer Musik, in einem Orchester oder irgendwie, ja, dass sie über die Musik Kontakt haben mit anderen Schweizer und dann schneller lernen. Hallo Ari. Wow, liebe Grüße in Kongo, auf Afrika. Wir haben auch fast so afrikanisches Wetter gehabt in der letzten Zeit. Es war sehr heiß gewesen. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Und schön, dass du zu uns gekommen bist. Und die Frage ist, verstehst du, wenn ich Schweizerdeutsch rede? Du kannst schon Hochdeutsch. Ich sehe, du schreibst Hochdeutsch. Ist das für dich einfach, Schweizerdeutsch zu verstehen? Genau, Olivia, der Polo Hofer ist ein Schweizer Musiker und er hat er hat so quasi Schweizer Mundart Pop populärer gemacht. Ja, früher hat es nicht so viel Pop- und Rocklieder gegeben in Mundart, also auf Schweizerdeutsch, aber er ist einer, wo das populärer gemacht hat. Ja, das Kongo. Ähm, ich wohne im Kongo zum Beispiel. Du hast nur einen Spaß gemacht. äh, Ari, also du bist nicht aus dem Kongo oder ist der Kongo nicht demokratisch? ähm, Olivia, du fragst, kennst du Alpenrose? Alpenrose ist auch so ein berühmter Klassiker, so ein Song. Bin nicht sicher, ob das Patent Ochsner ist oder wer das spielt, aber das ist auch ein Song, den sehr viele Leute kennen. Mhm. Ari, du bist in Zürich. Du wohnst in Zürich. Gut. Also, ist es schwierig, Schweizerdeutsch zu lernen? Oder was denkst du, sollte man zuerst Hochdeutsch lernen und erst nachher Schweizerdeutsch? Oder sollte man direkt anfangen mit Schweizerdeutsch? Wie war das für dich gewesen mit diesen verschiedenen Dialekten? Hast du viel Kontakt mit Leuten, die verschiedene Dialekte reden? Oder hast du meistens in deinem Umfeld Kontakt mit Leuten aus deinem Kanton, wo du wohnst und hörst nicht so viele verschiedene Dialekte? Ja, wie ist das bei dir? Zum Beispiel fragen mich viele Leute, was ist mein Dialekt? Wie rede ich? Und das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil das ist nicht nur ein Dialekt, sondern das ist eher so ein Gemisch zwischen Luzern, Bern und ein bisschen Zürichdeutsch.
vor allem wenn ich schreibe, habe ich Tendenz, mehr Zürichdeutsch zu schreiben, weil das ein bisschen näher ist am Hochdeutsch, an unserer Schriftsprache. Ähm, aber man hört nicht so gut, dass es Zürichdeutsch ist, wenn ich rede. Und ich sage immer, es ist so ein Gemisch, es ist ein bisschen interschweizerisch. Mein Dialekt ist ein Teil von meiner Identität. Es zeigt ein bisschen meine Geschichte. Meine Mutter ist eine Zürcherin, mein Vater ist ein Luzerner und ich bin in eine Schule gegangen, wo es viele Berner hatte. Und das hat mich geprägt. Ja. Olivia, du findest, es ist besser, direkt Schweizerdeutsch zu lernen. Ja, es kommt darauf ab, wenn du nicht musst lesen und schreiben in dieser Sprache, dann nachher und einfach draussen auf der Straße mit Kollegen redest, dann ist es okay, wenn du gut Schweizerdeutsch lernst, ohne Hochdeutsch. Aber ich denke, sobald du vielleicht musst E-Mail lesen, E-Mail beantworten, ein bisschen Informationen schreiben, du musst vielleicht E-Mail schreiben oder auch Informationen verstehen. Wenn du zum Beispiel unterwegs bist im Zug und du reisen, die Informationen, die sind auf Hochdeutsch, die sind nicht auf Schweizerdeutsch, oder? Und darum ist es auch gut, wenn du ein bisschen Hochdeutsch verstehst. Aber wenn du Schweizerdeutsch lernst, dann nachher verstehst du sicher auch schneller und besser Hochdeutsch, wenn du später Hochdeutsch möchtest lernen. Bei den Kindern ist es ja so, dass die Kinder in der Familie zuerst Schweizerdeutsch lernen, aber relativ schnell auch Hochdeutsch lernen, weil die Filme sind viel auf Hochdeutsch. Es hat einige Kinderfilme auf Schweizerdeutsch, aber die meisten, wenn man dann Filme schauen, deutsche Filme, dann nachher ist das schnell auf Hochdeutsch und dann lernen sie, je nachdem wie viel dass sie Fernsehen schauen, lernen sie auch schnell Hochdeutsch. Ja. Ähm, möchtest du einfach Schweizerdeutsch lernen zu verstehen oder findest du es wichtig, dass du auch kannst Schweizerdeutsch reden? Oder möchtest du sagen, ich rede lieber nur Hochdeutsch, dass ich nicht anfange mischen, sondern und dann wollte ich einfach Schweizerdeutsch verstehen? Oder ist es für dich wichtig, auch Schweizerdeutsch zu reden? Ari, du glaubst nicht, dass jemand, der in der Schweiz geboren wo sehr wahrscheinlich meinst du, dass jemand, der nicht in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist, perfekt Schweizerdeutsch kann reden? Also du findest, es ist schwierig, perfekt zu reden. Vielleicht ist das schon so, wenn ein Kind da aufwächst, auch wenn sie von Ausländerkind, wenn sie nicht gebürtige Schweizer sind, dann nachher haben sie sehr einen guten Akzent und sehr einen guten Ton und du hörst eigentlich nicht, dass sie vom Ausland sind. Und wenn man als Erwachsene zum Beispiel eine Sprache lernt, dann hat man immer so ein bisschen einen Akzent. Man hört zum Beispiel auch, wenn ein Franzose Englisch redet oder ein Deutscher Englisch redet, sie reden häufig sehr gut, aber man hört ein bisschen Akzent. Und meine Mann ist Pol und ich habe Polnisch gelernt und ich rede eigentlich schon gut Polnisch, aber es ist nicht perfekt. Aber die Frage ist, muss das perfekt sein? Das gibt immer auch einen Grund, dass die Leute hören und sagen, irgendetwas stimmt nicht. Kommst du aus der Schweiz oder woher kommst oder wie hast du Schweizerdeutsch gelernt? Und es ist immer dann auch eine Möglichkeit, zusammen zu reden, ein Thema zu haben, woher du kommst, was deine Geschichte ist. Und das ist auch, eigentlich finde ich das gut. Es ist so ein Eisbrecher. Ein Eisbrecher ist das. Genau, alles braucht Zeit. Alles braucht Zeit. Und du brauchst Geduld. Und ich denke, man muss auch nicht die Idee haben, dass man dann erst redet, wenn man perfekt reden kann, sondern dass man mal anfängt zu reden
und anfängt, Schweizerdeutsch zu brauchen und dann wird es immer besser. Also, dann, musst dir nicht so grosse Sorgen machen: „Ah, da mache ich einen Fehler“ oder «Schon wieder einen Fehler gemacht. Oh nein, jetzt hören sie, dass ich falsch rede.“ Wenn man so Angst hat, das ist total blockierend und dann nachher kannst du nicht gut Schweizerdeutsch lernen. Ich finde es besser, wenn man, einfach mal versucht und am Anfang ganz einfach redet und mit der Zeit kann man immer mehr reden und mehr reden und dann wird es immer besser. Mhm. Es gibt auch schon Leute, die denken: „Ja, eigentlich sollte man auf Schweizerdeutsch eine eigene Sprache machen. Das ist doch komisch, dass man nicht Schweizerdeutsch schreiben. Man sollte das alles standardisieren, alle die Dialekte und eine Sprache machen zum Schreiben, und dass man die Sprache dann auch braucht, schriftlich, mündlich, offiziell, äh, so ein bisschen interschweizerisch, so wie man es zum Beispiel mit dem Rätoromanisch gemacht hat, ja. Weil das Rätoromanisch hat viel Dialekt gehabt und man hat das versucht zu standardisieren und dann Zeitungen rauszugeben in dieser Sprache oder so, dass, die Sprache nicht verloren geht. Findest du, man sollte Schweizerdeutsch standardisieren und, so ein bisschen Regeln machen für Schreiben und so für alle, dass wir, dass das eine eigenständige Sprache wird, ohne dass man muss Hochdeutsch lesen und schreiben. Es gibt Leute, die das sagen. Wieso nicht? Ich finde es eigentlich schön, wenn es viele verschiedene Dialekte hat und ich fände es schade selber, wenn man das alles würde so standardisieren und in einen Topf werfen und, irgendwie jeder, hat so seine Geschichte mit dem Dialekt und, das hört man auch und das finde ich schön. Hallo Ian, heute reden wir Schweizerdeutsch. Also, wir reden darüber, ob es schwierig ist, Schweizerdeutsch zu lernen. Genau, jeder Dialekt ist ein bisschen anders und, die Sprache lebt und sie wandelt sich und mit der Zeit verändert sie sich. Die Jungen reden ein bisschen anders als die älteren Leute und, das ist auch schwierig. Oh. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich auf meinem, Bildschirm einmal sehe ich, ist Schweizerdeutsch schwierig richtig geschrieben und einmal sehe ich es verkehrt geschrieben, also spiegelverkehrt. Seht ihr das richtig? Könnt ihr das richtig lesen, meinen Titel, oder ist das für euch verkehrt? Das ist noch 'ne gute Frage. Ähm, also, wie kannst du einfacher Schweizerdeutsch lernen? Was hilft dir beim Schweizerdeutsch lernen? Dass es eben nicht so schwierig ist. Hast du gern Grammatik, dass du das verstehst und nachher kannst anwenden? Ähm, Olivia, du verstehst, alle Leute, relativ gut. Also, es ist nicht so, schwierig für dich, wenn sie ein anderes Dialekt reden. Aber die jungen Leute verstehst du nicht immer. Ja, äh, die jungen Leute wollen manchmal auch nicht immer von den älteren Generationen verstanden werden. Das stimmt. Ähm, also, wie ist das bei dir? Was kannst du machen, zum fließender Schweizerdeutsch zu lernen? Ich denke immer, eine gute Idee ist, mit den anderen Leuten zu spielen. Wenn du noch nicht viel kannst reden, dann kannst du mit anderen Leuten spielen. Und heute, wo alle ein iPhone haben und hinter dem iPhone sitzen, ist das auch sozial sehr schön, wenn man sich treffen kann und zusammen spielen, wenn man Zeit hat. Ari, du bist 26 Jahre jung, also bist noch nicht so alt. Und, es ist immer noch Zeit zum Schweizerdeutsch lernen. Ich denke, du hast immer noch gut Zeit zum Schweizerdeutsch lernen. Ich würde es auf jeden Fall versuchen.
und, nicht Angst haben davor. Ich weiss nicht, ob du einmal so gut wirst reden wie ein Muttersprachler, aber es gibt viele, Leute, die wirklich sehr gut haben Schweizerdeutsch geredet und gelernt, auch wenn sie erst als erwachsene Leute angefangen haben. Und 26, das ist doch immerhin relativ jung. Ich denke, da kannst du dich schnell gut anpassen. Und was, denke ich, hilfreich ist, wenn man in einer Beziehung ist mit einem Schweizer oder einer Schweizerin. Also ich bin ja selber eine Schweizerin, aber ich habe einen polnischen Mann. Und ihm hat das sicher sehr viel geholfen, dass ich Schweizerdeutsch rede mit den Kindern, dass er das sehr viel hört. Und so über die Liebe, denke ich, Liebe hilft einem auch, schneller zu lernen. Man hat eine andere Motivation, man möchte die Familie verstehen, und das ist, schön. Und ich habe gemerkt, dass das für mich, für Polnisch auch so ist. Ähm, mit ihm habe ich nicht so viel Polnisch gelernt, weil wir haben immer zuerst haben wir immer andere Sprachen zusammen geredet, Englisch oder Deutsch oder so. Aber mit seiner Familie, weil ich auch wollte mit seinen Freunden können reden und so weiter, ist das eine grosse Motivation gewesen, zum Polnisch lernen und reden. Und ich habe es auch viel gehört. Dann. Ähm, Olivia, alt ist ein Gummibegriff. Du musst dich konkreter ausdrücken. Für meine Kinder bin ich schon sehr alt. Aber persönlich gesehen fühle ich mich nicht so alt. Also 40, denke ich, ist noch nicht alt, Olivia. Okay, also, habt ihr sonst noch einen Tipp? Und bei dieser Gelegenheit möchte ich allen danken, die mich unterstützen, die mir einen Kaffee spenden, die geduldig sind und warten und auf unsere Livestream kommen. Besonders danke ich der Maria, die heute mir einen Kaffee gespendet hat und all den Leuten, die uns verfolgen und Kommentare schreiben und mit uns Schweizerdeutsch lernen. Ari, du musst eine Patin, das ist auf Hochdeutsch, das ist das hochdeutsche Wort für Götti oder also für Gotti. Also das ist, du meinst sehr wahrscheinlich eine Partnerin. Also wenn du ein Mann bist, dann suchst du eine Partnerin und wenn du eine Frau bist, suchst du einen Partner, höchstwahrscheinlich. Ja, eine Partnerin und eine Patin, Patenonkel oder Patentante, das sind dann, wenn du Kind hast und wenn du sie taufen in der Kirche, dann nachher tust du eine Götti oder ein Gotti wählen für deine Kinder. Also eine spezielle Person, die zu der eine spezielle Beziehung hat zu dem Kind, ja, wo ihm dann Geschenke gibt auf Weihnachten oder Geburtstag, wo sich ein bisschen zu dem Kind schauen, den Eltern helfen und so weiter. Also ein bisschen unterstützende Funktion hat. Das ist eine Patin, also ein Gotti. Ich habe zum Beispiel ein Gotti zu Luzern. Mein Gotti wohnt zu Luzern und meine Götti ist der Bruder von meiner Mami und er wohnt zu Zürich. Ja, und ich habe mit denen vielleicht einen engeren Kontakt als mit anderen Onkeln und Tanten. Mhm. Okay, also das ist es für heute. Die Frage ist Schweizerdeutsch schwierig oder nicht? Ich finde es manchmal, wenn du schon Hochdeutsch kannst, ist es nur wie eine halbe neue Sprache. Also es ist nicht so schwierig, wie wenn du eine ganze neue Sprache musst lernen. Viele Sachen sind ähnlich mit Hochdeutsch und darum würde ich euch ganz gut ermuntern, da reinzuschauen und weiterhin fleissig zu lernen und zu üben. Ihr könnt auch monatelang gratis meinen VIP-Kurs abonnieren. Ihr seht unten einen Link auf swissgermanonline.com für einen VIP-Kurs
Und da haben wir jeden Montagabend einen halbstündigen Livestream mit einem Dialog. Das ist jetzt ein Bild, nein, das da. Das da ist ein Bild vom nächsten Livestream, den wir haben, wo es darum geht, um einen Mann, der fleissig muss arbeiten und seine einen bestimmten Artikel muss abgeben zu einer gewissen Zeit und es fast nicht schafft. Und ja, also, und Kaffee spielt dort auch eine Rolle. Ich weiß nicht, ob du gerne Kaffee hast und viel Kaffee trinkst, aber das ist unsere Geschichte für den nächsten Montag. Wenn du Lust hast, du dich einschreiben. Du kannst 30 Tage lang das gratis testen und dann mit uns schauen, ob die Art über Geschichten und Dialog Schweizerdeutsch zu lernen, ob die für dich passt, ob die gut ist. Ich habe das Gefühl, das sind so Sachen, die aus dem Leben gegriffen sind, die sehr wahrscheinlich auch emotional so positiv sind und gut sollten helfen zum Schweizerdeutsch lernen. Oh Jean, du trinkst viel Kaffee, eben genau. Und das ist die Geschichte von einem Mann, der am Morgen keinen Kaffee hatte, weil das Kaffee ist fertig war und nachher den ganzen Tag ein bisschen Probleme hat, weil er nicht auf die Touren kommt, weil er keine Energie hat, aber den Stress im Rücken hat, weil er muss einen Termin einhalten muss, seine Arbeit bei Zeiten abgeben und das ist immer so ein Zeug. Olivia, du trinkst 3 Kaffee pro Tag. Ja, Prost. Also, ich kann das nicht. Ich kann sonst nachher am Abend nicht schlafen. Also, ich muss aufpassen, wenn ich meinen letzten Kaffee trinke. Kaffee mit Freunden ist schön, genau. Oder man kann auch ein Tee nehmen. Oder jetzt im Sommer ein Eiskaffee. Das ist auch ganz gut, ein bisschen Eiskaffee zum Dessert nehmen. Und das ist ganz erfrischend. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag noch, eine schöne Zeit. Vielleicht sehe ich euch am nächsten Montag im Kurs. Und sonst alles Gute, schönen Sommer, geniessen es. Tschüss zusammen.